Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolleginnen. Kein hat eigentlich Lust auf Militärausgaben. Jedereen will echt das so nutzen für eine Schule, Pensionen, man Steuern, Gesundheit, bessere Betreuung für Jung und Alt. Es fallen eng direkt 100 Sachen an, die mir sympathisch klingen wie Verteidigungspolitik. Mir als Welt hat sich verändert, Europa und Amerika haben sich verändert und die Friede, Freiheit und Sicherheit werden nicht mehr für nichts gehen. Kein hat Lust auf Krieg, aber leider bläst haut eine raue Wand seit dem russischen Präsident Putin seinem illegalen Aggressionskrieg an der Ukraine und der Frieden und der Sicherheitslage in ganz Europa sind auf froh gestellt. Kein hat Lust für zu fährten, für sein Land, als sein Leute, als jedereen will eigentlich bleiben, was ist. Mehr will bleiben, was wir sind, hat Russland Stefanschuk bei unserem Parlament gesagt, wo von uns all Standing Ovation gekriegt wird, für uns Bewunderung für eine Nation, die mit viel Courage an ihrem Leben für junge Frauen und Männer bezahlen, für das hier Land hier bleibt und kann eine Zukunft bei sich daheim dürfen haben. Kein hat Lust, dem Präsident Trump recht zu geben. Mir das aber eine Tatsache, dass wir uns als Europäer, ja, und auch mehr als Lützebäuer, uns viel zu viel auf die Amerikaner verlassen, wenn es um Verteidigungspolitik gegangen ist. Wir haben als Land von einer Sicherheit profitiert, und wir haben für allem die Amerikaner und noch viele andere dafür bezahlen gelassen. Seit über 20 Jahren wird darauf aufmerksam gemacht, auch schon vor dem Präsident Trump, dass mehr Europäer mehr müssten in Defense investieren. Und kein hat Lust zu hören. Es merkt eine ganz klare Tendenz, dass die Amerikaner darauf halten, dass mehr Europäer aus dem Echt von der Situation bewusst gehen und selber für unseren Kontinent Verantwortung überholen. Den Annoncement von unserem Premierminister für das Ziel von 2% vom RNB, was schon seit 2014 NATO-Summit von Wales gefordert wurde, soll Lützeburg am Ende von diesem Jahr endlich erreichen. Das war ein wichtiges Zeichen für ein Land, das ein internationales Renommee hat, dass es sich nicht schlecht steht und aber seit langem ein von den Schlusslichtern ist von den NATO-Ländern, wenn es um den Defensebudget geht. Minister Spackes war auch schon ein paar Mal bei uns in der Kommission für all hier Pisten, NATO-Targets zu erklären und einen Weg zu zeichnen, wie wir da hinkommen. Das 5 Minuten gehen leider nicht durch, für im Detail darauf anzugehen, aber das ist sicherlich sinnvoll, ob als Kompetenz am Weltraum zu setzen und als Betriebe hier auszubauen. Es wird an Forschung und Entwicklung von Drohnentechnologie investiert, militärische Infrastruktur wird weiter ausgebaut, wie der Findel, den Haut schon strategisch wichtig für die NATO ist. Cyberdefense wird auch immer mehr wichtig für unser Land und wir erheben selbstverständlich als Unterstützung für die Ukraine und es gibt auch neue Pisten an da gefasst. Herr Präsident im NATO-Summit zu Den Haag hat Lützeburg mit allen anderen NATO-Nationen eine strategische Schwur getroffen. Für 3,5% Rang an Kehrverteidigung und 1,5% für die Infrastruktur, Zivilsicherheit, Resilienz und Stärke von einer industrieller Basis für die Defense zu investieren. Wir wissen all die Wege dahin wird kein einfache gehen und dafür werden wir an Etappe gehen, und graduell herabgehen mit einer Zeitschiene, die wir packen. Und wir werden als Responsabilität an der transatlantischen Allianz vorholen. Das ist ganz also ein Investiment an den Frieden. Wir analysieren, was Sinn macht für unser Land und was nicht, wo uns Industrien davon profitieren können. Und da, wo wir uns schon eine Kompetenz aufgebaut haben, muss man weitermachen. Und wir müssen noch Courage haben, für neue Projekte aufmachen. Das ist mit unserer Industrie neue Arbeitsplätze kreieren und mit einer selbstverständlichen wirtschaftlichen Retombe für unser Land. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Industriebetriebe an Werteketten rankommen, an eine Industriepolitik für die Defense auf stellen und als Gesetzeslage aufpassen. Wir haben einen Finanzplatz, die Weltklasse ist, und wir sollen als Fundplatz auch encouragieren, für die Defensefonds zu schaffen und zu vermarkten. Das neue NATO-Ziel wird immens Summen und Kapital mobilisieren, genau da kann als Finanzplatz helfen.
Das gëtt de gréste Konjunkturprogramm, de jemals an der Europäischer Union lanciert gin ass. An das wichtig ze klären, welch Land welch Aufgabe iwwerhëlt. Eg europäesch Koordination mat deise Partner as selbstverständlich notwendig, dat man kind über l'emploi hunn, an dat mir derfen eus net nees vun andere Kontinenter ofhängig machen, mir eng egestännech, onofhängig europäesch Defenseindustrie opbauen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss, liebe Kollegen. Den John Lennon huet aus engem Lied Imagine, eng vu menge Lieblingslieder gesungen, wo vun enger Welt dreamt oder imaginiert, die am Friede lebt, wo et kein Länder gëtt, kein Religionen oder Grenze gëtt. Eng Welt fir uns all zu summen, an huet opgehalen mat dem Satz: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Wie gern wete wir all halbannen diesen Traum mat hinlewen. Wie leider befannen wir uns in einer Welt, wo die Realität ein komplett andere ist. Aber wo man uns muss bewusst gehen, dass der Frieden, Freiheit und Sicherheit nicht mehr für nichts gibt, außer vielleicht effektiv am Traum. So, ich merci.